Bei unserem letzten Video zum Thema Guasmas haben Kirchenglocken gekommen. Nein. So, servus, hallo, habadere und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Ihr werdet euch jetzt fragen, da steht schon wieder Guasmas. Wie kann das sein? Hat er doch schon gehabt das Thema? Nein, ganz einfach. Bei meinem letzten Video sind sehr viele Kommentare gekommen mit anderen Möglichkeiten, dieses Getränk zu zelebrieren, zu mischen, und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal Varianten einer Guasmas. Gleich mal vorweg nur, sollte ich heute in dem Video einmal Guasmas sagen, dann reißt mir nicht gleich wieder den Schädel an. Ich habe das gesagt, ich bin ein Oberpfälzer, bei uns sagt man halt Guasmas und nicht Guasmas. Das ist das berühmte Oberpfälzer O. Ich versuche es während dem Video Guasmas zu sagen, dass sich nicht allen einen Schädel reißt. Unter Punkt 2, manche haben geschrieben, ich soll doch lieber einen Cognac nehmen und keinen Asbach. Informiert euch mal bitte. Cognac ist Weinbrand und Weinbrand ist Asbach, also Asbach ist Weinbrand. Also das ist kopfverdatscht. Und der das oder das nimmt, von der Grundstoff ist derselbe. Gut, dann fangen wir jetzt einmal mit der am meisten in den Kommentaren erwähnten Version einer Guasmas an. Die dazu benötigten Mittel sind dunkles Weißbier, Cola, Kirsch. Als erstes kommt ins Glas an das Dunkle, des Weiteren kommt da dann ein Cola ein. Das ist dann schon bedeutend dunkler, weil unsere Version, die wir letztes Mal gemacht haben, wer den noch nicht gesehen hat, kann gerne mal auf meinen Kanal schauen, Guasmas und wie man sie veredelt. Ich verlinke es am Schluss. So, und dann haben die werten Kollegen oder Zuschauer in die Kommentare geschrieben, dass in diese Guasmas kein Weinbrand reinkommt, sondern nur Kirsch. Und diese auch auf keinen Fall abgemessen in 2 cl, 4 cl oder sonst was, sondern gefühlsmäßig. Der war ein bisschen mehr sein, was ich so gehört habe. Das war das meist kommentierte Guasmas Rezept, das ich auf meinem Kanal gefunden habe. Das testen wir jetzt einmal. Prost! Ja, es ist, muss ich sagen, eigentlich ein Ticken süßer, weil unsere Version, ja, narrisch fühlt es ehrlich gesagt nicht um. Denn, können wir da gleich da lassen, deswegen habe ich jetzt auch nicht ganz so viel reingemacht, weil es zu dieser Version dann in den Kommentaren nur Ergänzung gegeben hat. Das heißt, nicht nur dunkles Weizen inklusive Cola, inklusive Kirsch, haben manche Personen dann auch da einen Weinbrand rein. Da tun wir da auch gefühlsmäßig nur ein wenig Weinbrand rein. Und dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja gut, wie erwartet ist das Ganze nicht mehr ganz so süß, ein bisschen herber geworden durch den Weinbrand, schmeckt aber ehrlich gesagt auch noch ganz gut. Dann schwenken wir mal gleich zu unserer dritten Version. Unsere dritte Version ist eigentlich, ich sage mal, die sind alle so ziemlich ähnlich. Aber unsere dritte Version ist jetzt praktisch kein dunkles Weizen, sondern ein Exportdunkel. Der kommt wieder als erstes ein.
Da sieht man schon, Unterschied zum Weizen ganz klar, schaut bei weitem nicht so. So, dazu dann Cola. Und da dazu dann wieder nur Kirsch. Und zwar wieder nur gefühlsmäßig. Also schieben wir dann ein Tröpfchen rein. Schöne Schaumkrone. Version Nummer 3. Prost! So, das ist jetzt, wie erwartet, ein bisschen würziger, weil unsere Vorgängerversion, das kommt durchs Exportbier. Ich bin so ein wenig ein würzig Fan, also das schmeckt mir jetzt schon besser, muss ich sagen. Ein guter Vorschlag. Bin mal gespannt, was nur so kommt. Weiter geht's. So, die vierte Variante unserer Gasmaus, die habe ich selber ehrlich gesagt noch nicht gehört vorher, ist eigentlich die gleiche, weil die, was wir in unserem ersten Video gehabt haben, wir haben gehabt Weizen, Cola, Asbach und Kirsch. Die haben aber anstatt am Weizen kommentiert, dass sie es mit Höller machen. Und dann machen wir es mit dem Höller. Wie gesagt, wir probieren heute einfach mal alles aus und dann sehen wir schon, wie es schmeckt. Halbe Liter Helles. Dann ca. ein halber Liter Cola. Da sieht man jetzt schon, der Schaum ist bedeutend heller. Und darauf kommt dann noch, jetzt mal auf meinen schlauen Zettel schauen, genau, gefühlsmäßig wieder Asbach oder Weinbrand oder Cognac, das ist im Endeffekt alles dasselbe, und Kirsch. Ausschauen, dann sehen wir alle gleich, kann man nicht helfen. Prost! Der ist nicht so würzig wie das dunkle. Der ist nicht so herb wie das Weizen. Ja, man schmeckt halt das Hölle ein bisschen raus. Machen wir weiter. So, jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Variante. Die habe ich in die Kommentare, ich glaube, nicht zweimal gefunden. Und das ist eine Gasmaus mit Schwarzbier. Wir werden sehen, wie es schmeckt. Halbe Liter Schwarzbier, halbe Liter Cola, circa, und da dazu dann wieder ganz klassisch Weinbrand und Kirsch. Prost! Also da schmeckt mir jetzt das Schwarzbier definitiv raus. Und zwar ist es, ja, herbe, ein bisschen bitter, ne? Ja. Aber sonst, ich sage mal, geben sie die ganzen Varianten eigentlich nicht wirklich narrisch viel. Das muss am Schluss jeder für sich selber ausprobieren und schauen, was noch am besten schmeckt. So, und jetzt am Schluss kommen wir noch zu einer sehr abenteuerlichen Variante von unserer, naja, ob man das jetzt noch Gasmaus nennen kann, weiß ich jetzt so nicht. Ich habe es 2-3 Mal in die Kommentare gelesen, von dem her habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Also,
anfangen das Ganze, wie bei uns letztes Mal, mit dem Weizen. Ja. Aufschenken mit Cola. Und dann, ihr werdet es schon sehen, kommt anstatt Kirsch oder Asbach Jägermeister rein. In manchen Gefilden wird das als Jägermoos bezeichnet. Ja, ich habe mir gedacht, ich probiere das einmal. Prost! Ja, gut, da ich jetzt eh nicht so der Asbach-Fanatiker bin und doch sowas da trinke, finde ich das jetzt nicht schlecht. Ich denke mal, die Hardcore-Guasmaus-Fans werden es jetzt nicht so mögen, aber es ist auch eine Variante. So, da sind wir jetzt. Was eng am Schluss besser schmeckt, das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe jetzt hier noch 3 da, der Rest ist schon fachgerecht entsorgt, wie wir letztes Mal gesagt haben. Was jetzt auch noch oft in die Kommentare gestanden ist die Möglichkeit, ein rohes Ei in ein Guasmaus-Ei zu tun. Das wollte ich jetzt heute nicht probieren, weil ich denke, mit unserer Pressung-Aktion haben wir schon noch Unfug betrieben. Ich hoffe, ich habe jetzt grob die bekanntesten Sorten von Guasmassen erläutern können. Hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Probiert es euch einmal durch, ist eigentlich ganz interessant, weil unterschiedlich das Ganze schmeckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr seid freundlich. Habaderi!